Für mich ist es gerade ein bisschen wie ein Lager früher, oder? Wie so ein Camp. Da war mir zu müde, um wirklich vorzubereiten. Das würde ich dem Dani nicht vorwerfen, aber das ist mir aber so gegangen. Und dann hast du gesagt, ja komm, wir haben 2 Songs Zeit. Der Herr rettet schon. Und ganz ehrlich, es funktioniert irgendwie. Ich habe es schon ein bisschen vorher gewusst. Aber ich habe das immer geliebt. Mir persönlich, das ist mir immer irgendwie hat mir entsprochen in diesen Camps. Du bist so als Family unterwegs, zwischen 30 und 100 Schnäuz und du merkst irgendwo, du spürst, was dran ist. Und am Sonntagmorgen sind ein bisschen mehr da, es ist auch ein bisschen schwieriger, aber am Schluss ist es doch genau das Gleiche. Wir sind da, wir sind da in der Kirche und unser Ziel ist irgendwie Gott zu spüren, Gott zu erfahren und Gott unser Lob entgegenzubringen. Und darum habe ich mir vor ein paar Minuten Zeit genommen, die es noch gegeben hat, und mir überlegt, ja, was könnte ich euch heute mitgeben oder was für Fragen könnte ich euch heute stellen. Und zwar sind wir in dieser Serie «Entfesseltes Evangelium». Und heute ist das Thema «Gute Nachricht». Ich muss ein bisschen spicken, ich bin wirklich nicht mega im Thema drin, aber «Gute Nachricht für meinen Nächsten». Und der Dani hat die Predigt so angefangen mit einem kleinen Cartoon. Ich habe mich vorher entschieden, das nicht zu machen, ich habe mich gerade vorher umentschieden. Haben wir den Cartoon noch? Yes, die Englisch können. Das ist ein Witz, der eigentlich nur auf Englisch funktioniert, sonst hätten wir ihn übersetzt. Lord, I am drowning. Herr, ich bin am Vertrinken. Das ist für uns verständlich, so wie wir ihn anschauen. Und der Herr gibt die Antwort, freut mich. Nice to meet you, ertrinken. Es ist ein Bild, wo ich nicht weiss, wer es gemacht hat und wo ich auch nicht genau weiss, was ich damit sagen wollte. Aber es ist ein Bild, das ich glaube, wird manchmal am Evangelium ein bisschen untergejubelt. Es ist nämlich, was Jesus da macht. Und wir wissen alle, er hat es nicht gemacht, oder? Aber was man hier sagen will, ist, anstatt dass Jesus schaut, was ist am Herr Drowning sein Problem? Anstatt dass er her schaut, überlegt, was könnte jetzt ihm helfen, vielleicht her lässt, macht er einfach sein Programm durch und sagt, ahoi, und ich bin Jesus. Und wenn wir darüber reden, Evangelium, gute Nachricht für meinen Nächsten, dann ist das ultimative Negativbeispiel. Es ist ein Witz, Jesus hat das so nicht gemacht, kannst es gerne nicht wegtun, aber so zum Einsteigen hilft es, zum ein bisschen nachvollziehen, wie es vielleicht manchmal überkommt. Also die Person, die den Cartoon gemacht hat, ist ja auch aus irgendeinem Grund draufgekommen. Und könnte es sein, dass wir manchmal das Evangelium so auslegen, dass wir das Gefühl haben, es ist vor allem wichtig, was ich den Leuten sagen, weitergeben, machen, korrigieren und so weiter. Also Evangelium, die gute Nachricht für meinen Nächsten, für meinen Nachbarn, für meine Family, für meine Kids, für meine Chefs, Mitarbeiter, was auch immer, ist das, was ich ihnen weitergeben kann. Das, was ich ihnen sagen kann, was ich ihnen korrigieren kann. Also, das solltest du nicht so machen, sondern so. Ich habe das Gefühl, das ist manchmal ein bisschen der Ruf, den wir haben. Und wenn wir dann kommen mit, ja, wir sind Christen und wir arbeiten für Kirche, also ich jetzt zum Beispiel, dann merkst du so, manchmal eine gewisse Distanz, nicht gerade Hass oder so, aber echt so ein bisschen Distanz, so im Sinne von, oh, ich weiss, was jetzt kommt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht seid ihr dort ganz anders unterwegs. Und ich möchte das Negative oder das negative Beispiel gar nicht jetzt mega ausschlachten. Ich glaube, die Gefahr besteht, weil wir ja etwas erlebt haben. Und wir ja gemerkt haben, die gute Nachricht ist ja für uns gute Nachricht. Und wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, dass ja unsere gute Nachricht eben die Geschichte ist, die die Welt muss hören. Und das glaube ich. Gleichzeitig ist es aber so viel mehr, als dass wir einfach allen erklären, wie der Hase läuft. Weil irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Und die gute Reaktion von Jesus jetzt in diesem Cartoon wäre ja wohl gewesen, wenn er es nicht schon gesehen hat, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis? Und eigentlich wäre es schön, wenn das Evangelium von der anderen Seite her könnte kommen. Wenn das Evangelium könnte fragend sein, könnte einladend sein. Nicht nur ich bezogen von dem, wo der Sender ist, sondern orientiert in die Richtung von dem, der etwas braucht. Und für das bediene ich mich an der Geschichte vom Naaman. Und ganz echt, das war ein Predigtkonzept drin. Ich lese euch nicht das ganze Predigtkonzept vor, das könnte ich natürlich, aber es ist immer so schwierig, wenn man Predigt von jemandem übernimmt. Aber die Geschichte am Schluss fasst es für mich gross zusammen. Und
es gibt ein paar Fragen aus dieser Geschichte, die ich euch mitgeben möchte in den zweiten Worship-Block. Es ist die Geschichte vom Naaman und dem Sklavenmädchen von seiner Frau. Es steht in der 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Die Geschichte geht nachher noch weiter. Es ist im Alten Testament und es ist die Geschichte von einem Sklavenmädchen, das sich gewagt hat, das Evangelium zu verkünden. Ich weiss, im Alten Testament ist das Evangelium noch nicht so konstruiert wie im Neuen Testament, aber das Mädchen hat sich gewagt, die gute Botschaft weiterzugeben auf eine ganz spannende Art und Weise. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde geholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einfach zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt. Der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Also das Mädchen ist zur Frau vom Naaman und hat eigentlich gesagt: Hey, wenn doch der Naaman zum Prophet könnte gehen. Das würde ihm helfen. Der Naaman ist effektiv gegangen, aber er ist nicht zum Prophet, sondern er ist zuerst zum König. Und der König ist übergegangen. Er hat gesagt: Ich bin doch nicht Gott. Und dann hat der Elisa, der effektiv Prophet in dieser Geschichte, hat Elisa von dem gehört, ist zum Naaman und hat ihm gesagt, was er machen muss, dass er von seinem Aussatz geheilt wird. Das Mädchen, eine Sklavin, nicht mal die Sklavin von ihm, sondern von seiner Frau, hat Charakter bewiesen. Ich weiß nicht, wie gute Freunde das sie waren, aber ich stelle mir die Beziehung von Sklaven zu Herrschern immer ein bisschen kompliziert vor. Ich denke, also in mir würde vielleicht auch so etwas aufkommen im Sinne von, ja, der Aussatz, der geschieht eigentlich gerade noch recht, oder? Jetzt da noch helfen? Nein, ehrlich gesagt, wir sind ja nicht Freunde, oder? Oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht viel über das Mädchen. Und sowieso, die Stimme erheben in diesem Kontext als Sklavin und dann auf einem anderen Gott reden, von einem Propheten in einem anderen Land, wo eigentlich auch nicht Freunde sind. Es ist einfach ein bisschen heikel, oder? Und trotzdem hat das Mädchen reagiert. Sie hat zugelassen. Sie hat zugelassen und herausgefunden oder gehört, aufgeschnappt, was die Not vom Naaman ist. Ich nehme an, es war vielleicht gar nicht so einfach und so plakativ gewesen. Vielleicht hat er sich ja geschämt und hat das verstecken. Und trotzdem hat sie gemerkt, mit dem Naaman stimmt etwas nicht. Vielleicht ist es so ganz einfach gewesen. Aber sie hat das angelassen und hat sich von dem bewegen lassen. Sie hat sich interessiert für die Not von diesem Menschen, ihrem Sklavenhalter. Schon das allein ist unglaublich. Und schon dort ist so viel gute Nachricht drin, dass Menschen das schaffen, sich überhaupt ernsthaft zu interessieren für das Gegenüber, auch wenn sie es vielleicht eigentlich müssten hassen. Da ist schon so viel Evangelium drin. Und dann hat sie es gewagt, herzustehen, ihren Standpunkt beziehen. Sie hat nicht diskutiert, sie hat nicht gestürmt und wollen überschnorren und sagen, oder selber der Prophet gespielt, jetzt musst du das und das machen, sondern sie hat einfach hergewiesen. Auf die Möglichkeit, auf den Gott, auf den Propheten, der im Namen von diesem Gott unterwegs war. Mehr hätte sie nicht machen können. Vielleicht hätte sie auch nicht mehr dürfen machen. Man weiß es nicht. Aber die Geschichte geht weiter und es passiert, was in der Bibel so oft passiert. Gott wirkt. Und der Naaman bekommt den Auftrag, jetzt weiss ich es nicht ganz genau. Er muss sich ein paar Mal im Jordan dünkeln und dann geht der Aussatz weg. Und er denkt sich, wie blöd ist das denn? Und er braucht sogar noch einen Diener, der ihm sagt, aber jetzt, ganz ehrlich, wenn es ein mega komplizierter Einsatz war, dann hättest du es gemacht. Aber jetzt ist es so einfach und du machst es nicht. Das ist doch auch blöd. Mach es doch einfach und schau mal. Und effektiv ist er geheilt worden und ist voller Dankbarkeit wieder zurück zu diesem Propheten. Das Mädchen spielt eine Schlüsselrolle.
Und die Frage, die ich dir möchte stellen, ist eigentlich, ich möchte dich gerne in die Rolle von diesem Mädchen, in die Rolle von diesem Mädchen hineinversetzen. Und sagen, hey, wo hörst du vielleicht nicht her? Dann muss man nicht ein schlechtes Gewissen haben und oh nein, ich bin so ein schlechter Mensch, sondern wo würde es sich vielleicht lohnen, herzuhören? Wo würde es sich lohnen, sich einfach zu interessieren für Menschen? Ohne gerade schon Botschaft der Hinterhang zu haben. Und wo würde es sich lohnen, auf den Jesus herzuweisen? Und was das Mädchen macht, ist, sie gibt nicht die ganze Lösung, sondern sie sagt, hey, da ist ein Ort. Sie weiss es ja selber nicht mal, wie es geht. Sondern sie sagt einfach, ich glaube, da gibt es jemanden, da gibt es etwas. Und macht das demütig und wahrscheinlich mit viel Liebe, so stelle ich es mir vor. Und ich möchte für die nächste Worship-Session euch diese Frage mit reingeben. Evangelium für uns, wir dürfen erfahren, wir haben eine Geschichte. Und wir wissen, es gibt nichts Besseres, als wenn Menschen von diesem Evangelium dürfen, hören, Menschen dürfen in Berührung kommen. Und heute der Schwerpunkt, eben nicht den Leuten die Bibel um die Ohren holen, sondern uns in die Rolle von diesen Menschen begeben, die echtes Interesse haben, die nachfragen, die probieren herauszufinden, was ist die Not von dieser oder dieser Person. Und dann nicht eine einfache Lösung bringen, sondern dürfen demütig auf Gott hinweisen. Hören wir zu, sind wir interessiert und wagen wir es am Schluss auch, auf den Jesus herzuweisen. Das sind so ein paar Fragen. Aufgrund von dieser Geschichte, 2. Könige 5, die ihr könnt nachlesen, wenn ihr wollt, und ich jetzt möchte. Einfach vielleicht eine Minute euch allein lassen mit diesen Fragen und dann gehen wir in die zweite Worship-Session rein mit unserer Band. Heute Morgen bin ich eigentlich gekommen, um den Job vom Gottesdienstmanager zu machen. Nämlich so schauen, dass die Zeiten eingehalten werden und dass die Abläufe passen. Und jetzt darf ich euch da etwas weitergeben. Das nennt man auch Tellerwäscherkarriere. Genau. Ja, cool, können wir so improvisieren. Vor 2 Wochen hat der Philipp Breitenmoser da ein Lied uns das erste Mal vorgespielt. World Outside Your Window. Wer kann es schon auswendig? World Outside Your Window. Das Lied hat mich total abgeholt, weil er hat angefangen mit, man kann so singen wie im Fußballstadion. Das kann ich. Habe ich aus vollem Herzen mitgeschwungen. Und ein bisschen später habe ich mir dann auch noch angefangen Gedanken machen zum Text. Und der hat mich gerade nochmal angesprochen. Es geht darum, da gibt es eine Welt außerhalb von meinem Fenster. Und ihr seht natürlich sofort, ich zeichne da so ein bisschen schematisch ein Fenster in die Öffentlichkeit, in die Welt raus. Ein Fenster, das irgendwie abgrenzt, was ist meine Welt, my world, oder eben die Welt außerhalb von meiner persönlichen Realität. Und ich glaube, es geht uns allen gleich, wenn wir aus unserem Fenster raus schauen, von unserer Realität, dann haben wir da ganz viele Fragen. Was geht ab in dieser Welt? Wohin steuert die Welt? Kriege in Europa und so weiter. Wir regen uns vielleicht auch über gewisse Sachen auf. Ein Ausrufezeichen, das so ein bisschen symbolisiert. Vielleicht sind da aussen aber auch Konflikte, die uns Mühe machen. Und das Lied fordert uns auf, um diese Tatsachen nicht einfach auszublenden, nicht den Fensterladen zuzumachen, sondern gegen raus zu schauen, uns mit dem zu beschäftigen und uns zu überlegen, was habe ich persönlich für einen Beitrag zu diesen Themen, die außerhalb von meiner Welt sind. Und ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben auch in der Geschäftsleitung von der Quellenhof-Stiftung über das miteinander diskutiert. Und in dieser Diskussion das Lied, der Inhalt auch noch mit einer Bibelstelle verknüpft. Und ich glaube, die ist jetzt eben auch
da vorne, weil die Technik einfach super flexibel ist. Ganz genau. Es ist die Geschichte von Daniel in der Leuengrube. Ich gehe da nicht, wegen der Zeit nicht im Detail darauf ein. Man kann das so kurz zusammenfassen. Schwierige politische Situation. Der Daniel ist einer der Regierungsbeamten. Es kommt ein neues Gesetz, das er nicht befürwortet, das heisst, wenn man irgendetwas erbittet von jemand anderem als vom König, dann kommt man eben in die Leuengrube. Dann muss man sterben. Der Daniel hört das und das Erste, was er macht, ist eben das. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst 3-mal am Tag tat. Und das hat mich unglaublich inspiriert. Weil da kommt natürlich wieder das Fenster vor. Beim Daniel ist das Fenster ausgerichtet Richtung Jerusalem. Es ist orientiert an Jerusalem. Und ich werde das so kurz zeichnen. Das kann dir vielleicht auch helfen, wenn du eben ein bisschen strugglest, was da aussen auch alles läuft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so ein Fenster haben. Ich glaube aber auch, es ist wichtig, dass das Fenster nicht riesig groß ist, weil manchmal können wir auch zu viel sehen. Aber ich glaube, Gott fordert uns auf, dass wir einen Blickwinkel einnehmen und sagen, das ist mein Thema, mit dem will ich mich beschäftigen. Also rausschauen ist wichtig. Beim Daniel sehen wir aber, dass er das nicht nur macht so im Alltag, im Senkrechten, ich bin unterwegs, ich mache etwas, sondern er, das ist jetzt Zeichen, ist eine Herausforderung, geht auf die Knie und betet da zu seinem Gott Richtung Jerusalem. Und ihr seht vielleicht, was passiert, wenn wir in dieser Haltung, in dieser fragenden Haltung auch vor Gott kommen, wenn wir vor Gott auf die Knie gehen, wenn wir uns an ihm orientieren, dann kann das einen ganz anderen Blickwinkel geben. Nämlich, wir sehen dann vielleicht nicht mehr so die Horizontale, das, was uns im 1:1 im Alltag immer beschäftigt. Eigentlich, wenn du vor einem Fenster auf die Knie gehst, dann siehst du nur noch den Himmel. Du siehst nur noch Himmel, oder? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir das von Zeit zu Zeit machen. Die Sorgen vom Alltag, das Herausfordernde, vielleicht aber auch die Freude vom Alltag, das, was uns außerhalb von unserem Fenster beschäftigt, das, was da aussen läuft, dass wir das in den Kontext bringen von Jerusalem, von Gottes Gegenwart und den Blickwinkel einnehmen, wo Gott über diese Sachen hat. Damit schauen wir nicht einfach nur ins Blaue raus und sagen, das geht uns nichts an. Aber wir können wissen, Gott ist über allem. Er hat alle Perspektiven. Er sieht die ganze Welt. Er hat alle Zusammenhänge. Und ich glaube, in dieser Haltung auf den Knie mit dem Fenster kann er uns auch zeigen, was dann wiederum eben unser Auftrag ist, wo ich hingestellt bin, welches Licht von mir soll raus in die Welt rausstrahlen. Diesen Gedanken will ich dir mit auf den Weg geben, dass du dich auch fragen kannst, hast du überhaupt noch ein Fenster gegen raus? Ist es offen? Ist es vielleicht auch zu gross? Fühlst du dich für zu viele Sachen verantwortlich? Orientierst du die Alltagsthemen an Gott, an Jerusalem? Und was für einen Schluss, dass du daraus rausziehst, das kann ich dir nicht sagen, das musst du mit deinem Gott ganz persönlich machen. Aber jetzt singen wir die Hymne noch und ich lade euch ein, dazu aufzustehen und eben wie im Fußballstadion das richtig raus posaunen.